Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin wieder mal tief in die Goldgrube reingegangen und habe ein Video gefunden mit dem Titel 9 deutsche Dinge, die für Ausländer unfassbar sind. Ich weiß, ihr liebt diese Themen, wenn es irgendwie um Schweiz, Österreich oder Deutschland geht und deshalb müssen wir drauf reagieren. Ich gebe wieder meinen Senf dazu. Es wird ein sehr, sehr intensives Video. Kippfenster, Backautomaten und strenge Ruhezeiten. Für uns Deutsche sind das die normalsten Dinge auf der Welt. Aber für viele Ausländer, die neu hierher ziehen oder Deutschland als Touristen besuchen, gibt es hierzulande so einiges, was für sie völlig neu ist. Ich bin gespannt, was anders ist in Deutschland als in der Schweiz, weil ich glaube, das meiste kannte ich jetzt schon, aber vielleicht ist auch was dabei, was ich nicht kenne. Und einfach nur krass ist. In diesem Video wollen wir euch daher 8 deutsche Dinge vorstellen, die für Ausländer unfassbar sind. Außerdem zeigen wir euch einige Reaktionen von Ausländern, die diese Sachen zum ersten Mal testen. Es wird wirklich kurios, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Zähle ich jetzt hier auch als Ausländer, weil ich Schweizer bin, Chat? Das geht nicht. Wir starten unser Video mit etwas, das hier vor allem auf Brötchen mit Zwiebeln gegessen wird, nämlich mit Mett. Mettbrötchen. Ich habe bis heute als Schweizer noch nicht ganz verstanden, was Mett ist. Ist Mett einfach Hackfleisch nicht gekocht? Oder ist Mett hat es noch spezielle Gewürze und so drin? Wahrscheinlich schon, I guess. Aber nee, bin ich raus. Könnt ihr behalten in Deutschland, Norddeutschland? Geil. Ich brauch's nicht. Und das rohe, gewürzte Ja, ich kenne Mettigel. Schweinefleisch bei uns gerne in der Mittagspause oder sogar schon früh morgens zum Frühstück verspeist wird oder in Form von... Ist das so ein Ding, was eher so ältere Leute essen? Oder isst man das auch so als 17-Jähriger? Denkt man sich so, boah, Digga, heute mal richtig Bock auf so ein Mettbrötchen, so ein Mettigel? Oder ist es eher so ein Ding, was so der Opa sagt, so, ja, jetzt hätte ich richtig Bock auf ein Mettigel, wa? Mettigeln auf Partys serviert wird, sind Mettbrötchen für die meisten Ausländer ein echter Kulturschock. Ja. Nicht nur, dass man Mettbrötchen in Ländern wie den USA oder China gar nicht kennt, tatsächlich reagieren viele Ausländer sogar regelrecht angewidert auf die Vorstellung, rohes Schweinehack zu essen. Ja, ich check's auch. Es ist halt einfach ein totes, also ne, man isst immer ein totes Tier, klar, auch gekocht. Ich esse auch gerne Fleisch, jetzt nicht so viel, aber ich esse schon auch Fleisch. Ich mag Steaks zum Beispiel nicht. Und das hier ist schon krass. Hat so roh, bisschen gehackt auf dem Brot, jalla Abfahrt. Als ich noch klein war, war das ein Ding, immer wenn ich bei meinem Vater war. Okay, crazy. Mett. Daher gibt es im Netz auch unzählige Videos, in denen ausländische Touristen mutig Mett probieren, die von... Ich meine, am Ende ist Sushi auch rohes Fleisch oder Fisch oder so. Aber Mett ist irgendwie nochmal krasser, man sieht das da so krass. Tausenden Menschen schockiert kommentiert werden. Die meisten Menschen im Ausland denken nämlich, dass der Verzehr von rohem Schweinefleisch Infektionen hervorrufen kann. Das ist übrigens grundsätzlich auch richtig. Im Vergleich zu ihr werdet alle krank, wenn ihr das esst. Normalem Schweinehack gelten in Deutschland bei Mett allerdings besonders strenge Vorschriften, sodass man es bedenkenlos essen kann. Dennoch sind Mettbrötchen selbst für Chinesen, die aus unserer Sicht viel seltsamere Gerichte haben, einfach nur verrückt. Tell this story to your grandkids. One day I went to Germany and I had raw pork. Ebenfalls völlig alltäglich für uns. Es geht mir nicht mal so darum, dass es roh ist, aber die Konsistenz, so dieses rohes Fleisch ist so klebrig. Checkt ihr? Das finde ich nicht so geil. Ist die sorgfältige Trennung von Müll und für alle deutschen Haushalte ist es normal, unter anderem gelbe Säcke, eine Biomülltonne, eine Restmülltonne und eine Papiertonne zu haben. Ja, okay, kennt man auch in der Schweiz, würde ich sogar sagen, ist in der Schweiz noch krasser. Aber insgesamt ist wahrscheinlich Mitteleuropa oder so schon krass, was Mülltrennung angeht. Deshalb kennen es viele Leute auf der Welt auch nicht. Aber in der Schweiz kannst du gefühlt im Haushalt 10 verschiedene Müller. Du kannst 10 verschiedene Müller haben. Du kannst einen Müll haben für normalen Abfall, für Plastik, also so Plastikverpackungen. Dann Kompost, Dosen, Glas, Batterien, Karton, Altpapier, sind wir bei 8. Und dann gibt es noch sowas, das habe ich im letzten Video schon gesagt, das ist so für alte Shampoos, die leer sind. Oder checkt ihr so diese Artikel. Das auch nochmal einzeln. Und dann, zack, 8 verschiedene Müllis. Tatsächlich stehen wir damit aber weltweit ziemlich alleine da. In keinem anderen Land wird nämlich so viel recycelt wie in Deutschland. Und das funktioniert natürlich nur, weil die Deutschen ihren Müll so penibel trennen. Naja, das funktioniert auch, weil Pfand da ist, wa? Viele Menschen, die frisch nach Deutschland ziehen, überfordert das System daher am Anfang völlig. Fairerweise muss man natürlich aber auch dazu sagen, dass es wirklich nicht ganz einfach ist zu erkennen, wie man genau trennen muss, wenn man nicht von klein auf damit aufgewachsen ist. Selbst viele Deutsche wissen beispielsweise nicht, dass Pizzakartons aus Pappe nicht ins Altpapier geworfen werden dürfen, wenn sie verschmutzt sind.
Auch Fahrkarten oder Kassenbons aus Thermopapier oder Backpapier gehören nicht in den Papiermüll, sondern in den Restmüll. Ich gucke immer vorher, ob es ein Thermopapier ist und dann gucke ich, in welchen Müll das reinkommt. Ich habe da so ein Messgerät zu Hause. Ja, hallo Ordnungsamt. Weiter geht's mit einer Sache, die wir bei jedem Einkauf im Supermarkt tun. Nämlich einen Chip oder eine Münze in den Einkaufswagen stecken, um ihn nutzen zu können. Checke. In Ländern wie... Gibt's bei uns auch und die Pros haben so einen Schlüsselbund hier und dann ziehen sie so ein Ding raus, so zup, wo du reinstecken kannst. Oder meine Mom hat im Auto extra so eine Münze drin gehabt für solche Wägelchen. Dann musst du kein echtes Geld reintun, sondern so eine Münze. Und die hast du immer im Auto drin. Krass. den USA Ist es gar kein Ding in anderen Ländern? Ist es nur so Deutschland, Schweiz, so in diesen Ländern? Ich dachte so, das ist in Europa überall so. ist es hingegen völlig unüblich, dass Einkaufswagen mit kleinen Ketten gesichert Bro, als Kind immer probiert, dieses Ding zu nehmen und in den eigenen Wagen reinzustecken, was aber nie ging. Aus irgendwelchen, obviously, Gründen, ne? Aber immer probiert, das Ding so zu drehen. Ja, passt irgendwie rein, aber obviously geht's nicht. sind. Während fast alle Menschen in Deutschland ihren Einkaufswagen nach dem Einkauf zurück zum Unterstand bringen, um ihr Geldstück zurückzubekommen, passiert in den USA daher auch meist das, was man sich schon denken kann. Viele Menschen lassen ihren Einkaufswagen nach dem Einladen der Waren in ihr Auto einfach auf dem Parkplatz stehen. Ist es legal, wenn man in Deutschland, Schweiz oder so da eine Münze reinmacht und den Wagen mitnimmt? Zack. Und dann hat man einen Einkaufswagen? I guess nicht, weil würde sich ja nicht lohnen für einen Laden. Aber vom Ding her könnte man das machen, wenn man nah wohnt. Man nimmt einen mit, geht einkaufen mit dem, nach Hause, stellt den in den Keller, fertig. Daher gibt es dort auch oft Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, Krass. als stehen gelassene Wagen einzusammeln. Für Das ist halt so USA, ne? US-Amerikaner ist das deutsche Einkaufswagensystem sogar so unfassbar, dass es bei Filialen des deutschen Discounters Aldi in den USA viele Beschwerden gibt, weil die Kunden denken, dass sie für den Einkaufswagen eine Gebühr bezahlen müssen. Ja, es ist unfassbar kompliziert. Sowas würde ich nie verstehen, wenn ich es zum ersten Mal sehe. Oh, was? Ich muss den kompletten Wagen kaufen? Okay, krass. Ah nee, da muss man eine Münze reintun. Da würde ich niemals draufkommen, Chat. Amis. Auch der nächste Punkt auf unserer Liste ist für Ausländer oft unfassbar. Allerdings beneiden Ja. uns die meisten von ihnen darum. Ja und Es nee. geht nämlich um das Tempolimit auf Bro, jetzt kommt mein Take zum Tempolimit-Chat, okay? Alle, die Auto fahren, müssen mal einen Chat schreiben. In der Schweiz fährt man 120, Österreich, glaube ich, 130. Ich glaube, no joke, ich glaube, Deutschland würde besser fahren, verkehrstechnisch, wenn du sagst 140 Cap. Weil, wenn du ein Tempolimit hast, dann hast du so einen viel geileren Fluss vom Fahren. Tempolimit, wenn du kein Tempolimit hast, dann ist immer Gas geben. Der vorne bremst, musst du wieder bremsen, kommt hinten einer schnell, musst du rüber wechseln. Und wenn es dann viele Autos hat, gibt das so viel Stau und immer so ein Gas geben, wieder bremsen, Gas geben, bremsen. Ich sag, Tempolimit Deutschland 140, von mir aus 150. Dann weiß man, ey, links fährt man 150, Mitte 140 so ungefähr. Und dann float's einfach besser. Ich finde das so krass in Deutschland. Ich freue mich immer, wenn Tempolimit kommt. Dann kannst du Tempomat reinmachen, fahren. Aber auf der linken Spur so stressig die ganze Zeit. Oder auch dann auf der zweitlinksten Spur so stressig. Ich sag, Tempolimit ist für einen Flow und vielleicht insgesamt sogar für die Fahrzeit besser. Weil dann hast du weniger Staus, man kann konstanter fahren. Ich sag, Tempolimit ist es, Chat. Autobahn oder besser gesagt das fehlende Tempolimit. In Deutschland gilt bekanntlich, dass man auf der Autobahn, wenn es auf der Strecke keine spezielle Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und die Straße frei ist, so schnell fahren darf, wie man möchte. Schon Das krass. ist allerdings alles andere als normal. It's not. This Autobahn is scary. Von den 195 Digga, als Schweizer ist auch krass. Du fährst über die Grenze, fährst chillig in der mittleren Spur, so mit 120, 130 links, mit 200 an dir vorbei. So ein normales Ding in Deutschland, aber ich bin immer so, holy shit, was geht hier ab? Staaten auf der Welt gibt es neben Deutschland nämlich lediglich noch in Bhutan, Burundi, Haiti und Mauretanien keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. In allen Ich gehe nach Bhutan, Bro. anderen Ländern hingegen darf man nur zwischen 80 und 130 Stundenkilometer schnell fahren, selbst bei bester Sicht und wenn weit und breit keine anderen Fahrzeuge in Sicht sind. Wegen des fehlenden Tempolimits kommen sogar regelmäßig Sportwagenbesitzer aus dem Ausland nach Deutschland, um ihre Autos endlich mal richtig ausfahren zu können. Der nächste Das wiederum ist dumm, aber ich check schon, dass es auch geil ist. So, ich bin jetzt nicht so der Typ, der schnell fährt. Ich fahre so, wenn ich in Deutschland schnell fahre, 150, 155. Aber ich check das, wieso Leute dorthin kommen und schnell fahren. Aber ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Aber ich check schon, wieso Leute da Bock drauf haben. Punkt ist das krasse Gegenteil und für viele Man muss aber sonst auch sagen, wegen dem Tesla kannst du sowieso nicht so schnell fahren. Flo, mein Tesla fährt Peak 180, okay? Dann fährt der eine Stunde und der Akku ist leer.
Klar kann ich so schnell fahren. Das bockt richtig. Einmal in der Stunde laden. Ausländer, die hierher ziehen, sogar ein Ja, Akku ist, no joke. Wenn du mit dem Elektroauto schnell fährst, du kannst wirklich gucken, wie der Akku so langsam runtergeht. Das ist krass. richtiger negativer Kulturschock. Während man in den meisten Ländern nämlich nicht schnell fahren darf, kann man dafür in vielen Staaten zu jeder Tag- und Nachtzeit einkaufen, sogar sonntags. In Deutschland gilt jedoch gesetzlich die sogenannte Sonntagsruhe, die unter anderem besagt, dass hierzulande Supermärkte am Sonntag nicht öffnen dürfen. Frisch zugezogene Ausländer oder Touristen stehen hierzulande also oft. Ich glaube jetzt nicht, dass es so speziell ist. Es ist in vielen Ländern so. Aber außer Berlin, ja, ich finde Hamburg, Köln mittlerweile auch besser. Aber ich war oft in München wegen Frege und Paulo Muck. Es ist krass, wie wenig lange in München Tankstellen und Shops offen haben. No joke, ich dachte immer so, yo, Schweiz ist shit, weil Schweiz ist halt auch so sehr limitiert und so, ne? Ruhig, Laden schließen früh. Aber Tankstellen und Stuff in München ist crazy, wie früh die zumachen. Sie sich sonntags noch Lebensmittel holen wollen und müssen auf teure Ja, check, ist aber schon ein sehr Bayern-Ding, muss man sagen. Ja, ist schon sehr ein Bayern-Ding. Tankstellen oder Kioske ausweichen. In Bayern müssen Supermärkte nach dem Ja, Mann. Ladenschlussgesetz übrigens sogar an normalen Wochentagen spätestens um 20 Uhr zumachen. Hallo? Hallo? Schreibt uns bei dieser Gelegenheit gerne mal in die Kommentare, welche Dinge ihr in Deutschland im Vergleich zum Ausland einfach unfassbar findet. Wir sind gespannt. Muss man in Osten, da ist das zum Beispiel 11 Uhr. Also, dass die Läden um 11 erst schließen oder was? Kommen wir nun zu einem typisch deutschen Ding, das die meisten von euch wohl überhaupt nicht. Ja, okay, Deutschland ist nicht so schlecht. Ich kenne es nur oft von Bayern, dass es dort wirklich fatal ist. Also wirklich fatal. als Besonderheit unseres Landes ansehen würden und täglich nutzen. Es geht nämlich um Fenster, genauer gesagt um Kippfenster. In fast jeder Wohnung und in fast jedem Sind Kippfenster ein deutsches Ding? Ist es ein deutsches Ding? Ich habe das Gefühl, so auf das Video wird so geguckt aus so einer amerikanischen Perspektive. Wenn du so ein Ami bist, der so null weltoffen ist, dann ist das alles krass. Aber ich glaube, als Europäer ist das alles so normal, I guess. Haus kann man die Fenster bei uns bekanntlich nicht nur nach innen öffnen zum Lüften, sondern mit einem einfachen Handgriff auch auf Kipp stellen. Ist ein europäisches Ding, ja, ja. Das Drehkippfenster, wie es offiziell heißt, ist der gängigste Fenstertyp in Deutschland. Erfunden wurde diese Technik bereits im Jahr 1935 von dem deutschen Tüftler Wilhelm Frank. Tüftler. Und daher sind bei uns schon Generationen Bro ist kein Erfinder, Bro ist ein Tüftler. Ist ein mit geiles dem Wort. Drehkippfenster aufgewachsen. In fast Ey, ganz kurz nochmal zum Thema vorher mit den Läden. Deutschland muss ein Problem. No joke, ich liebe ja Deutschland, ne? Ich lieb München, ich liebe Köln, ich liebe Hamburg, sind schöne Städte, kann man geile Sachen machen, mag ich wirklich sehr. Aber Deutschland muss etwas in den Griff bekommen und es ist ein fatales Thema. Mir ist es aufgefallen und zwar Tankstellen. Bro, jeder, der schon mal in der Schweiz war oder ich glaube Frankreich auch sehr, sehr gut, Österreich, Tankstellen in Deutschland sind legit Müll. Wenn du da eine Banane bekommen willst, manchmal liegt eine Banane rum, aber du kannst in der Aral jetzt nicht geil einkaufen gehen, wenn du noch was Abendessen kochen willst oder so. In der Schweiz ist so geil, jede Tankstelle ist ein kleiner Coop oder ein kleiner Migros, ein geiler Laden. Das muss Deutschland in den Griff bekommen, das geht nicht. Da kommt man rein, da gibt es nur Bier, Kippen, Bockwürste und Souvenirs. Das sind so Tankstellen in Deutschland. Und in der Schweiz ist es so ein kompletten Einkaufsladen. Der hat immer offen bis 12 Uhr abends. Friedrich Merz, fix das mal. In allen anderen Ländern ist das für uns so selbstverständliche Prinzip aber nicht nur nicht verbreitet, sondern tatsächlich gänzlich unbekannt. Und so findet man kurioserweise im Internet zig mehrminütige Videos von beispielsweise Asiaten, Engländern oder US-Amerikanern, Mehrminütige Videos von zum Beispiel Asiaten. in denen sie ihren Landsleuten begeistert und völlig fassungslos die Man kauft an der Tanke in der Regel auch nichts, weil es viel zu teuer ist. In Deutschland, in der Schweiz ist es nicht teuer. Auf Raststätten ja, aber normale Tankstellen haben so einen Coop drin, aber auch sehr, sehr viele Raststätten haben einen Coop drin. Das sind normale Preise wie im Coop, die meisten Sachen. Also du kannst da Pasta, Nudeln, Joghurt, Fleisch, Aufstrich, alles, was du brauchst, kannst du kaufen. Ist wie so ein kleiner Coop. für sie unglaubliche Technik vorführen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, unter den Videos regnet es dann erstaunte Kommentare wie „Sie sind uns 1 oder 2 Jahrhunderte voraus" oder einfach nur magisch. Weiter geht's mit Backautomaten in deutschen Supermärkten und Holy den shit. dazugehörigen Brotschneidemaschinen. Schon seit Das ist so deutsch, eine Brotschneidemaschine. Ich kenne keinen einzigen Laden in der Schweiz, wo es eine Brotschneidemaschine hat. Ich habe auch noch nie eine benutzt, weil ich habe immer so Angst davor, wie man das Ding benutzt. Checkt ihr das, wenn man in so einem Laden ist und man kennt es einfach nicht, es wäre super easy.
Aber, dümmste Erfindung? Nee, ich finde das eigentlich eine geile Erfindung. Das holt mich ab. Du kaufst dir ein Brot, zack rein, perfekte Scheiben, das holt mich ab. Das ist geil. Man hat zu Hause keine Sauerei. Ich finde das cool, aber ich benutze es nie. Ich würde es nie benutzen, aber ich finde es geil. Das ist so mein Take zu einer Brotschneidemaschine. Und ich finde es technisch irgendwie cool, dass das Brot so aufgespießt wird und dann rangezogen und dann zack, zack, zack. In etlichen Jahren gibt es hierzulande viele Filialen, in denen man sich Toll, und das ganze Brot nach 2 Stunden trocken. Ihr müsst jetzt nicht so Spiel verderben. Es geht mir doch darum, dass man da steht und zuguckt, wie geil das Brot geschnitten wird. Das ist doch cool. Freut euch doch mal drüber. Backwaren wie Haben noch nie eine Brot, benutzt. Baguettes, Croissants, Brezeln oder Pizzastücke auf Knopfdruck frisch aufbacken lassen kann. Nach kurzer Was? Wartezeit kann man dann das warme Gebäck einfach entnehmen. That's crazy. Sein Brot kann man sich dann von der automatischen Brotschneidemaschine daneben praktischerweise aufgespießt. auch gleich noch in Scheiben schneiden lassen. Zwar gibt es diese Maschinen nicht ausschließlich nur in Deutschland, für viele Ausländer sind sie aber dennoch ein völlig neues Supermarkt. Ist für mich schon so sehr deutsches Ding, eine Brotschneidemaschine. Erlebnis. Dieses amerikanische Ehepaar, das ihr hier gerade seht, bezeichnet die Brotschneidemaschine in einem deutschen Discounter sogar als das Coolste, was sie je gesehen haben. Okay, krass. Dann, ja, krass, wenn das Coolste jemals war. Okay, that's the coolest thing ever. Ebenfalls völlig unfassbar für viele Ausländer ist in diesem Zusammenhang auch die riesige Auswahl an Brotsorten in Deutschland. In vielen anderen Ländern kommen nämlich oft nur Weißbrote auf den Tisch. Bei uns gibt es hingegen etwa 300 verschiedene Sorten Brot. Okay, Chat, sagt ihr, Deutschland ist valid stolz auf ihr Brot oder ist Deutschland so ein bisschen zu stolz auf ihr Brot? Was sagt ihr? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich finde Deutschland sehr, sehr gut mit Brot, aber ich finde jetzt andere Länder nicht schlechter. Ja, das ist valid, dass sie so stolz sind. Ihr würdet sagen, bestes Brot in Deutschland. Doch schon, okay, check. Mehr als in irgendeinem anderen Land sonst auf der Welt. Am nächsten Punkt scheiden sich auch in Deutschland die Geister. Für Ausländer ist es aber völlig unfassbar. Denn hierzulande gilt immer noch für unglaublich viele Menschen das Motto, nur Bares ist Wahres. Für 54% der Deutschen ist Bargeld das bevorzugte Zahlungsmittel, womit wir im europäischen Vergleich mit Abstand auf Platz 1 liegen. In Dänemark bezahlen beispielsweise nur 17... Ja, das Gute daran ist ja so, das merkt man im Alltag gar nicht, dass man in Deutschland nicht so oft mit Karte bezahlen kann. Das kommt nicht vor. Das ist eine kleine Einzelheit. In Berlin, wenn du was einkaufen willst, kannst du immer mit Karte bezahlen. % der Bürger am liebsten bar. Allerdings kommt man in Deutschland ohne Bargeld im Alltag auch kaum Bro, okay. An alle Deutschen, die jetzt zugucken, das will ich jetzt mal den Deutschen so mitgehen, dass ihr so checkt, was so die Standards sind. Ich weiß, für die Schweizer ist es ganz normal, aber für die Deutschen, in der Schweiz hat man kein PayPal, in der Schweiz hat man Twint. Das heißt witzig, Twint. Das kann man bei jeder Bank machen, wo man ist. Das ist eine App auf dem Handy mit Twint. Kann man online bezahlen, Geld Kollegen schicken, Geld einfordern, in jedem Supermarkt bezahlen, in jedem Kleinladen bezahlen, in jedem Restaurant bezahlen, über Barcodes bezahlen. Es geht direkt übers Konto. Es ist das Beste, was es gibt. Es ist, wie wenn du PayPal nimmst und du machst es noch viel geiler. Du gehst in Rewe und bezahlst basically mit PayPal. Jeder hat nur Twint. Es ist das Geilste. Wenn du im hinterletzten Loch bist in der Schweiz, wo so eine Bauernfamilie ein kleiner Laden hat, dann ist dort in der Mitte ein Twint-Code und dann kannst du das abfotografieren. Kannst du ja mit PayPal auch mittlerweile? Ja, aber ich glaube PayPal nicht so weit wie mit Twint. Twint ist in der Schweiz so der Standard. Überall. Du kannst überall mit Twint bezahlen. Das ist so geil. Problem ist nur, ich bin die Hälfte vom Monat nicht in der Schweiz unterwegs. Aber so, das wäre so als Vorschlag. Wisst ihr, checkt ihr, so als Vorschlag für euch, was man machen kann. Ist schon wirklich sehr, sehr geil in der Schweiz. Aber du kannst Parktickets, wenn du überall bist, kannst du Parktickets bezahlen. Parkst du mit dem Auto irgendwo, die App erkennt, was dein Standort ist. Und dann kannst du dort auf so eine Uhr drehen. Zack, bezahlt. Fertig. Easy. Wie ihr sicher alle selbst schon mal gemerkt habt. Wer in Deutschland nämlich gerne mit Karte oder App bezahlen möchte, schaut oft genug in die Röhre. Okay, card please. Ja, okay, so Kiosks checke ich, die müssen ja alle Steuern hinterziehen. Die dürfen, Chat. Die kleinen Kiosks, die dürfen, alles fein. Entweder gibt es einen Mindesteinkaufsbetrag, um mit Karte bezahlen zu können, oder es wird gar nicht erst eine andere Zahlungsmöglichkeit als... Ja, aber ich bin, no joke, ich habe seit 8 Jahren kein Bargeld mehr dabei. Ich bin halt wirklich so ein Kartenhund, so ein Apple Pay-Bastard. Ich habe mein Handy immer mit dem Handy überall oder halt Twint in der Schweiz. Ich habe auch mein Portemonnaie fast nie dabei, ist krass. Also wenn man Bargeld irgendwo braucht, ich bin immer komplett aufgeschmissen. Ich bin komplett am Arsch. Bargeld angeboten. Ausländer sind von diesem Zustand oft regelrecht geschockt.
Denn während es in den USA beispielsweise möglich ist, so ziemlich alles mit Kreditkarte zu bezahlen, kann man in Ländern wie China selbst kleinste Einkäufe wie einzelne Kaugummipackungen bequem per App tätigen. Ja, so mit Twint. So. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu einem in Deutschland sehr beliebten Dessert, das ihr sicher alle schon mal probiert habt, nämlich zum Spaghetti-Eis. Bro. Falls ihr es jedoch Ich wohne ja in Basel, das ist direkt an der deutschen Grenze. Da kannst du nach Lörrach fahren und dort gibt's Spaghetti-Eis. Goated. Als Kind war das richtig geil. Ich habe das jetzt richtig lange nicht mehr gegessen, aber als Kind war irgendwie Spaghetti-Eis goated. nicht kennt, ein Spaghetti-Eisbecher, wie man ihn üblicherweise in Eisdielen bekommt, besteht aus etwas Schlagsahne, über die Vanilleeis mit einer Presse in Spaghettiform gepresst wird. Darüber kommt dann noch eine Erdbeersoße mit weißen Schokoladenstreuseln, was an Tomatensoße mit Käse erinnern soll. Okay, so krass habe ich es noch nie gegessen, dass man wirklich so Spaghetti nachmacht. Auch wenn man Spaghetti-Eis für eine italienische Erfindung halten könnte, wurde es tatsächlich im Jahr 69 vom Mannheimer Eisdielenbesitzer Dario Fontanella erfunden und breitete sich danach rasant aus. Allerdings fast nur in Deutschland. Für die meisten Ausländer ist Spaghetti-Eis damit völlig unbekannt und sorgt immer wieder für unfassbares Staunen, wenn sie es hier zum ersten Mal probieren. Wenn euch dieses Video über deutsche Dinge, die für Ausländer unfassbar sind, gefallen hat, solltet ihr euch auch... Geil! Okay, gutes Video. Es war mal wieder fatal. Es wurde wieder geschossen. Ist natürlich immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemeint. Schreibt in die Kommentare, von welchem Land ihr kommt. Schweiz, Österreich oder Deutschland. Schreibt, was gut ist, was nicht. Finde ich immer sehr, sehr geil. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.